Welkom naar een korte antwoord van de grote vraag. En de vraag van vandaag is, wat leert de Bibel van Fausten? Fausten is iets wat vrijwillig opgeven in ons leven, gewöhnlich als het eten, zodat we kan van God horen, zodat we kan ons handgeven te God voor zijn willen en ook dat we kan leren ons inner körper en gedanken herrschen. We lezen van Fausten en Jezus geeft ons een groot voorbeeld in Matthäus kapitel 4. Hier zijn we waar Jezus in de wildernis weer. Hij werd door 40 dagen ohne eten en hij deed Fausten door, zodat hij kon zijn wat de Vader zijn willen weer voor zijn leven, zijn godsdienst ontvangen. En doordat hij Fausten en zo tom beide aan de brood aan. En dit is wat Jezus dan zei in Matthäus kapitel 4, de 4e vers. Jezus aber antwoordt, dat staat geschreven, der Mensch leeft niet bloos van brood, aber van alle woord die God gereed heeft. So wat hij hier zijn dat en hij leren dat is, dat wanneer we fasten en door een hunger komen dat zo ons helpen denken waren, dat we leven niet bloos van brood of van eten, dat ons körper gezond blijft, aber onze ziel fehlt de Gottes woord, zodat we seelisch en geestlich ook gezond zijn. So wo kunnen we fasten? Ik geloof de grootste weg waar meeste mensen fasten doen is, dat we fasten met eten van de wisseltijd af zijn. Dit is vielleicht voor een dag oder für eine Stunde oder vielleicht für Mittagdeel, wo wir eten auf sein, so dort wir können lieber, als wir würden Zeit nehmen für eten, wo wir die Zeit lieber brauchen, für die Bibel lesen, obsehen für was Gott für uns hat, horchen für was Gott für uns hat, und dort wir würden Zeit nehmen für Gebet. Eine Weise, wie wir fasten können, ist irgendwas ordentlich auf sein für eine gewisse Zeit. Das meint vielleicht, dass wir würden für eine gewisse Zeit unseren Phone offline, sodass wir können still sein für Gott und hören von ihm. Oder vielleicht sind es gewisse Dinge, so Social Media oder irgendwas Scheingonen für eine gewisse Zeit auf sein, sodass wir die Zeit lieber brauchen, um von Gott hören. So, warum ist das gut, dass Christen fasten? Ich glaube, das erste Ding ist, dass Fasten hilft uns, zu entscheiden, was Gott sein Willen ist für uns. So, Fasten ist ein guter Weg, wo wir zu Gott sein, dann den Willen nicht mehr, ich will hier und ich will mir Hand geben zu den Willen. In der Bibel lesen wir auch, dass Fasten ist ein guter Weg, wo wir Gott wiesen, dass wir Buße tun, dass wir umkehren tun. Wir sind in dem Alten Testament, irgendwann Israeliten sich umkehren deuten und waren zurückdrehen deuten zu Gott, dort kam eine Zeit von Fasten. So, wenn wir kriegen uns zu sein, wir sein diese Dinge an uns hört, was nicht geistlich gesund sind, das ist gesund für uns zum Fasten, für eine Zeit, dass wir können Buße tun für Gott und uns weiter abmerken mit ihm. Eine Weise, wo Fasten gut für uns ist, dass es uns eine gewisse Zeit, wo wir können uns hingeben zu Gott, dass Gott uns hart segnen kann, um uns wissen, wo wir noch fasten sollen. Und wir lesen in Psalm 139, 23 und 24 ein Gebet, was David hat. Und er sagt, Gott, sei einmal, wo dort mit mir steht, ungesägt mein Hart, prüf mich aus und sei, wo ich dort mein. Und sei einmal auf, ich von den Weisen Weg sie, ab dem Weisen Weg sie, und lädt mich ab den ewigen Weg. So der erste Weg, wo wir uns ungesägt können. Und dann, Fasten hilft uns auch, unsere inneren Körper herrschen. Wir lernen nie sein zu der Gott, sondern wir können lernen nie sein zu der Schlechtet. Und dann, das letzte ist, dass wir beten und wir fasten, sodass wir können unsere Sklaverei zu besser Gäste in der Ordnung loskommen. In Markus Kapitel 9, 29 sagt er es dort, und er sagt an, seine Gäste aus dort kommen, der selbst nicht ruht, aus der dort Gebet. So, ich hoffe, dass die wollen, dass Jesus Christus noch vorher lernen, dass Fasten gut ist für ihn, dass die kann wachsen in der Gemeinschaft haben mit Gott. Gottes Segen.